Das brochene Herz schlägt nimmer ganz so laut, dass man's grad noch hört, weil sie's nimmer traut. Das brochene Herz. Grüß euch, hier ist der Alex von der Monaco Company. Wir sind die Initiatoren und Gründer der Benefizaktion Das brochene Herz für Münchner Obdachlose. Und ich bin gerade im Wald beim Spazierengehen mit meinem Hund und habe ein bisschen was auf dem Herzen, was ich gerne euch mitteilen würde, worum es geht bei Downloads oder Streams. Wir bieten an, bei unserem Projekt kannst du helfen, wenn du einen Song downloadest oder ein T-Shirt kaufst. Das ist in beiden Fällen passiert, mehrere Male, da freuen wir uns sehr und da möchte ich mich auch im Namen von Joe, von meinem Partner, natürlich herzlich dafür bedanken. Habe aber da ein bisschen was dazu zu sagen, wo der Unterschied besteht zwischen einem Download und einem Stream. Das heißt also, wir bieten an, die Hälfte des Ertrages vom Download an BIS weiterzuleiten, damit wir da eine Hilfe gewährleisten können und damit auch den Obdachlosen ein gewisser Betrag am Ende eines jeden Monats zukommen kann. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe gestern die erste Abrechnung bekommen über Downloads und habe bei dieser Abrechnung gesehen, dass wir einige Downloads zu verzeichnen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Jedoch auch unverhältnismäßig viele Streams plötzlich. Also die Streams beim Song übersteigen die Downloads um ein Vielfaches und das bringt mich eben dazu, dieses Video zu machen, weil ich mal kurz erklären möchte, wo der Unterschied ist zwischen einem Stream und einem Download. Es sieht also so aus, dass pro Download kommt bei uns oder bei BIS, nehmen wir es einmal so, also pro Download des Songs kommen bei BIS ca. 30 bis 40 Cent an. Das ist einfach so gegeben durch die Abrechnungsmethoden der Label und durch unser Label, was natürlich abrechnet, welches uns den Song online auf allen Plattformen zur Verfügung stellt, etc. pp. Und da kommt am Ende dann ein Betrag zwischen 30 und 40 Cent eben dabei raus, den wir an BIS direkt weitergeben. Pro Stream bekommt der Künstler ca. 0,018 Cent bis 0,02 Cent. Und ich rede jetzt nicht von 2 Cent, sondern ich rede von 0,02 Cent. Das heißt also, du brauchst also schon mal eine Menge Streams, um auf 1 Cent zu kommen. Im Schnitt, die Rechnung schaut so aus, um den Betrag zu erreichen, den wir an BIS durch einen Download abführen können, nämlich 30 bis 40 Cent, brauchen wir ungefähr zwischen 300 und 500 Streams. Deswegen stellt das für unsere Aktion eigentlich keine Hilfe dar oder relativ wenig Hilfe dar. Und da haben wir natürlich, oder da habe ich natürlich jetzt eine Bitte an diejenigen, die den Song super finden und geil finden. Die Reaktionen, die wir bekommen, sind überwältigend. Vielen Dank dafür auch. Es ist also super, wie der Song angenommen wird. Und dann würde ich bitten, wenn ihr wirklich helfen wollt, dann nützt es den Obdachlosen in München nichts, wenn ihr den Song in einer Playlist habt und ihn über Spotify streamt oder über Google Play oder über Amazon Music streamt oder sonst irgendwas. Es gibt ja genügend mittlerweile Streamingdienste leider. Sondern es kann wirklich nur geholfen werden, wenn der Song downgeloadet wird. Also sprich, der Unterschied besteht darin, dass der Download als Datei erfolgt und die Datei als Song auf deinem Telefon, auf deinem Computer oder sonst irgendwo als Datei präsent ist. Du kannst also immer diesen Song anhören, du kannst den Song in Schleife verlassen ohne Probleme, auch ohne Online-Verbindung, ohne Internetverbindung. Der Song gehört quasi dir und du kannst machen damit, was du willst, solange du ihn nicht weiterverkaufst. Beim Stream ist es so, da hast du einen Song in der Playlist und über den Internetzugang zu deinem Streaming-Anbieter wie Spotify oder verschiedene andere Anbieter, die es gibt, kannst du den Song dir anhören. Das heißt, er ist nicht stationär auf deinem Rechner oder auf deinem Device, was du hast, sondern er ist
in einer Playlist und wird über eine Serververbindung vom Streaming-Dienstanbieter bereitgestellt. Das ist also eine gewisse Art juristische Grauzone, die hier passiert. Das heißt, also der Streaming-Anbieter kauft sich den Song einmal und stellt ihn der ganzen Welt zur Verfügung. Und deswegen kommen dann auch solche Rechenbeispiele raus, wie wir sie eben haben, wo dann auch bekannte Künstler sagen, oder zum letzte war jetzt, was ich gehört habe, war Bryan Adams, der gesagt hat, Leute, ich habe Millionen Streams übers ganze Jahr und kriege dafür $2.500. Da kann doch kein Mensch mehr davon leben. Und ebenso gestaltet sich das auch bei uns mit der Hilfe für die Obdachlosen. Deswegen würde ich bitten, auch im Namen von Joe Huhn, meinem Partner, wir haben uns da lang drüber unterhalten, würde ich bitten, wenn euch der Song gefällt, dann streamt ihn bitte nicht, sondern ladet ihn euch herunter. Damit habt ihr geholfen und damit können wir helfen. Das können wir nicht, wenn ihr den Song dauerhaft streamt. Das war's von mir. Und bis dahin muss ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Anteilnahme und für eure Teilnahme an unserem Projekt und unserer Aktion Das Brochene Herz. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Servus. Das brochene Herz, es bleibt gern